Die Situation im Hun die es soll warnen. Weil wir hatten einen Konflikt, von dem wir gedurcht hatten, noch weil an den letzten Jahren nicht mehr wert, dass sich vielleicht beruhigt hat, ob schon kein keine Verhandlungslesung vierloch am Münner ist du geirrt. Und es soll als Weise, wie wichtig es ist, wenn wir so Situationen an der Welt tun, wo so Konflikten umgelesen praktisch leiden, dass wir immer als müssen Druck gehen, wir probieren, da auch Lesungen zu finden. Den 7. Oktober 2023 gouf von der Hamas ein furchtbarer Massaker ugericht, den er wirklich nicht scharf genug kann verurteilen. Das Recht von Israel für sich zu wehren und zu verteidigen, besonders nach so einem brutalen und terroristischen Akt, muss unumstritten sein und muss alles gemerkt für die Geiseln zu befreien und es hoffentlich lebendig und gesund heimzubringen. An der Hinsicht kann der Staat Israel sich uneingeschränkt auf als Vollsolidarität verlassen. Das Recht auf Selbstverteidigung muss aber am Anklang am humanitären Kriegsrecht stehen. Und das ist heute, schon viele Leute schon abgeworfen gehen, das ist problematisch. Wir wissen, dass auf der einen Seite die israelische Armee ganz große Erfolge möchte, für Zivilopfer zu verhindern. Gesehen aber auch, dass das nicht immer der Fall ist und auch nicht immer funktioniert. Die ganzen Opwand, die Betriebe wird nicht verhindert, dass ein inakzeptabel hohe Zahl und Zivilisten am Laufe der militärischen Operationen gestorben sind oder sonst zu Schuld kommen. Zum Teil lässt sich die dramatische Entwicklung durch Aktionen und Perfidie von der Hamas erklären, aber auch die Verantwortung von Israel lässt sich nicht leugnen. Ich will just daran erinnern, dass Hamas auch Installationen in der Kliniken hat, Munitionslehrer an Schulen und noch die eigenen Leute angeschossen haben, wenn sie sich gegen die Instruktionen von der Hamas vom Norden an den Süden von der Gazastreife wollten retten. Da der versteht, dass Israel die militärische Infrastruktur von der Hamas an der Gazastreife will zerstören, sieht aber auch, dass die Ideologie, die Hamas dreht, sich nicht durch so eine Aktion eliminieren lässt. Material und Strukturen kann die militärisch zerstören, den Hass aber nicht. Die langfristige Lösung vom Konflikt liegt also nicht an der Operation, die Israel feiert. Sie kann eine Verhandlungslösung nicht ersetzen. Gaza braucht ein politisches Projekt und eine ökonomische Perspektive für seine Zukunft. Die ganz schwere Situation an der Gazastreife, die es heute schon thematisiert gehen, muss als jedenfalls dazu motivieren, als in einer möglichst generöser humanitärer Hilfe für die betroffene Population zu beteiligen. Und das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Staaten, inklusive Notbeschland Ägypten. Da der waren doch für eine Ausbreitung vom Konflikt an einer mit großer Destabilisierung am Nahen Osten. Der Attack von Israel gegen den iranischen Konsulat zu Damaskus an die iranische Riposte zugewiesen, wie sehr das kann geschehen. An einer Welt, die leider schon an hohem Maß zu Krieg gezeichnet ist, sind so Entwicklungen besonders gefährlich und müssen unbedingt verhindert gehen. Da der stellt fest, dass der internationale Gerichtshof zu Den Haag am Kontext von der Klovo Südafrika Israel eine Reihe Oplagen am Kontext von seiner Operation am Gaza gehen hat und erwartet sich, dass Israel die Oplagen anhält. Die Kredibilität und die Autorität vom internationalen Gerichtshof dürfen nicht auf Frage gestellt gehen. Auch der International Criminal Court darf nicht an ihrer Arbeit behindert gehen oder unter Druck gesetzt gehen. Wir haben gesehen an den letzten Wochen, dass sowohl von amerikanischer Seite als auch von israelischer Seite probiert wird, die Arbeit von dem Gericht zu behindern. Da der unterstützt alle Verhandlungserfahrungen, die gemerkt gehen, für einen Waffenstillstand zu erreichen und Geiseln zu befreien. Sie sieht all denen Staaten merci, die hier gut denkbar anbieten, für die Situation am Nahen Osten zu entschärfen. Sie erwartet sich von der UNO und von der Europäischen Union ein starkes Engagement für einen Waffenstillstand, so sehr wie möglich zu facilitieren. Die Rolle von der UNRWA ist aber zu überprüfen. Wir hatten ein paar Mal schon darüber geschwärzt, und das, was an der UNRWA geschieht, aus dem 7. Oktober, muss auch Konsequenzen langfristig bringen. Eine eventuelle Anerkennung vom Staat Palästina zu diesem Blick ist nicht opportun. Terrorattack vom 7. Oktober darf nicht indirekt zu einem politischen Erfolg führen. Der Staat Palästina muss all Dispositionen vom internationalen Recht erfüllen, ihre kann unerkannt gehen, zum Beispiel eine klare Definition vom Staatsvolk, eine klare Delimitation von seinem Territoire, eine erkennbar legitimierte Staatsautorität, an Fakultät mit anderen Staaten Beziehungen zu pflegen und das heißt konkret die Anerkennung vom Staat Israel.
Lust möchte zum Schluss noch so, dass die aktuelle Evenement am Nahen Osten Käfirwand wie antisemitische Aktivitäten dürfen durchstellen. Da der verurteilt auch all Versuch für Künstler an einer Privatleut, wenn es ihrer Nationalität oder den Aktivitäten von ihrer Regierung zu diskriminieren. Mir so nicht merci. Très bien.